Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung «Zügeln seit 90 Jahren mit Stil», jugendlicher Frust wegen fehlenden sozialen Kontakten, eine neue spektakuläre Eisfallkletterroute in Stechelberg. Bevor wir jetzt aber zu unseren Beiträgen kommen, gebe ich euch zuerst noch einen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Dreifach Sporthalle auf Eis gelegt. Die finanzielle Situation der Stadt Thun ist aufgrund der Corona-Krise angespannt und bleibt unsicher. Das hat der Gemeinderat dazu veranlasst, auf das 21-Millionen-Projekt mit Wettkampfinfrastruktur zu verzichten. Schleppender Winter für die Skigebiete. Nach einem schwierigen und unsicheren Start in die Wintersaison sind die Zahlen auch im Januar tief geblieben und markant unter dem Niveau der letzten Jahre verharrt. Das Berner Oberland verzeichnet im laufenden Winter bis jetzt 28,5% Umsatzeinbußen zum Vorjahr und 16,2% im 5-Jahres-Durchschnitt. Wildvögel finden auch im Winter genug Nahrung. Das Futtern von Vögeln im Wasser- und Zugvogelreservat zwischen Thun, Hilterfingen und dem Kanderdelta ist verboten. Die Stadt Thun und der Kanton Bern bitten der Bevölkerung zudem, das Futtern von Wasservögeln und Tauben auch in der Stadt zu unterlassen. Vor 90 Jahren hat Paul Gaffner in Rinkenberg sein Unternehmen gegründet. Seither prägen die Fahrzeuge von Gaffner Transport und Umzüge AG das Strassenbild im Berner Oberland mit. Immer wieder sieht man so unterwegs. Mein Kollege Patrick Schmid hat mit dem Urs Gaffner, dem heutigen Geschäftsführer, geredet und sich von ihm zeigen lassen, dass wie zur Gründungszeit Innovation und ökologisches Denken die Firma weiter voranbringen. Wie viele Fahrzeuge hat euer Grossvater beim Start? Eins. Hat aber mit dem einen Auto 4, 5 Sachen machen können. Zügeln, Längholz, Kippern, hat Gar daraus gemacht und hat Stücke gut transportiert. Ja, wie viele Fahrzeuge habt ihr heute? Heute sind wir knapp 80 Fahrzeuge. Und wir decken immer noch genau das gleiche ab, das Segment. Zusätzlich sind Kräne dazugekommen, was es früher noch nicht gegeben hat. Und natürlich die Hebebühnen und die Umschlagszone und die Logistik ist heute ganz anders als früher. Aber die Fahrzeuge haben immer noch 4 Rädchen. Da muss man schon noch ein bisschen den Kopf ineinander haben, um die Entwicklung zu sehen, oder? Also wir können alles zusammen abdecken. Wir haben natürlich ein Top-Kader, der mithilft, der mir hilft mittragen, wo wir mit dem ganzen Herz so grün sind. Und das ist natürlich auch cool, so zusammen zu arbeiten. Die grüne Farbe hat auch Tradition bei euch. Tut man die auch weiterhin brauchen? Wir haben jetzt gerade unseren neuen Gar schön grün spritzen mit gelb beschriftet. Und der sieht wunderbar aus, ist im alten Look, ein bisschen retromässig, aber es passt wahnsinnig gut. Die Schrift haben wir ein bisschen modifizieren. Wegen EU-Vorschriften haben wir es jetzt ein bisschen leicht gelber machen. Mein Grossvater früher hat das natürlich in goldgelb gemacht, also mit original Goldblättchen, das ein bisschen glänzt hat. Jetzt ist es halt ein bisschen gelb, aber das Erkennungsmerkmal ist immer noch super. Wegen der Corona-Krise viel weniger unterwegs als zu normalen Zeiten sind viele Jugendliche im Berner Oberland. Sie haben viel weniger soziale Kontakte und das schlägt auf das Gemüt. Das zumindest stellt Oliver Heldstab vom Jugendtreff Meiringen fest. Darum haben er und sein Team ein Frusttelefon eingerichtet. Wir haben jetzt das Frusttelefon neu. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Also ausschlaggebend war, dass wir einfach gemerkt haben, dass wir die Jugendlichen im Treffen nicht mehr antreffen. Und gemerkt haben, wir müssen gleich den Kontakt zu ihnen halten. Weil wir das irgendwas Gewisses auch schuldig sind und sie unser Klientel sind in diesem Sinn. Und es war nicht die Überlegung, wie können wir sie erreichen, weil man findet sie draussen nicht mehr. Sie dürfen teilweise nicht mehr raus, sie dürfen teilweise nicht mehr zu uns rein. Also müssen wir ihnen irgendwie begegnen. Und die eine Möglichkeit ist, dass wir rausgehen, was wir auch machen. Und die andere ist, dass wir ihnen ein Gefäß geben, wo sie sich mit uns in Kontakt setzen können. Und so ist eigentlich nachher die Idee von diesem Frusttelefon entstanden. Wie haben Sie es organisiert? Also es ist so, im Moment habe ich einfach ein altes Handy auf mir, das jetzt über das Nummer funktioniert, das wir angegeben haben auf dem Plakat, das dann auch auf den sozialen Medien wird drauf sein. Es sollte in den Schulhäusern überall verteilt werden, die Plakate. Und sollte eigentlich die Schüler, Jugendliche, aber auch unter Umständen Eltern dazu einladen,
dass sie uns einfach, wenn sie anstehen, mal das Gefühl, sie müssen einfach den Kopf leeren. Vielleicht auch uns wüst sagen, wenn man immer wüst sagen, der ganzen Welt wüst sagen, sollen sie das über das Telefon machen können. Wir sind aber sicher auch da für Fragen und Unterstützung, wenn wir jetzt merken, es braucht jemand wirklich weiterführend Hilfe, dass wir sie nachher auf professionellem Weg begleiten und auch triagieren, wenn das nötig sein sollte. Eine Möglichkeit, das Risiko von Corona-Kontakten zu vermindern, ist, sich draussen in freier Natur zu bewegen. Dafür gibt es dort möglicherweise andere Risiken. Das kann man zumindest denken, wenn man sieht, was der Dani Arnold und der Roger Schelli haben gemacht. Sie haben eine neue Eisfallkletterroute eröffnet in Stechelberg, direkt unter der Mürren-Gimmelwaldbahn. Mein Kollege Nora Devenisch hat mit dem Roger Schelli geredet und ihn gefragt, wie die Kletterei so war. Ganz hinten im Stechelberg auf der Seite von Mürren war ein unbegangener Eisfall, eine Eislinie, die damals zustande gekommen ist, dadurch, dass es so lange kalt war. Und die Linie hatte ich schon länger im Auge und jetzt war sie eigentlich genug stabil, dass wir die angegangen sind, also der Dani, Arnold und ich. Wie merkt man, dass ein Eisfall eben genug stark ist? Schlussendlich, wenn man probiert zu klettern. Und das ganze Eis einzuschätzen braucht extrem viel Erfahrung und ist auch extrem weniger erforscht, was wenig Leute machen. Was ist das Spezielle, einmal an einem Eisfall zu klettern für dich? Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es, wenn ich viel dran am Eisklettern bin, sehr speziell mit den Formen, dass das Eis wächst und wieder zusammengeht. Optisch gibt es extrem viel her. Ich bin früher sehr viel Eis geklettert und früher hat man auch das Eisklettern, eigentlich das Nordwandklettern trainiert. Ich nehme mal an, das Lauterbrunnental, das eignet sich gerade so für das Eisklettern? Das Lauterbrunnental wäre ein Eisklettermekka, wie es ein Felsklettermekka ist. Das Problem ist, dass das Eis lange Minustemperaturen braucht und Lauterbrunnental ist halt nur 500-600 Meter über dem Meer. Und das braucht halt schon die Kälteperiode, die wir jetzt hatten, dass die Eisfälle gefrieren. Und nachher ist das Tal halt Ost-West-Wend gerichtet. Das heisst, es kommt morgen oder am Abend Sonne rein. Das macht das ganze Eisklettern Lauterbrunnental nochmal anspruchsvoller und komplexer. Aber sicher ein High-End-Eisklettermekka, wenn es genug lang kalt ist. Das war es schon wieder vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Gerade im Anschluss seht ihr bei den Kollegen vom Wetter, ob es sich lohnt, an diesem Wochenende auch in die freie Natur rauszugehen oder nicht. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall schon einen geruhsamen Abend und eine gute Zeit. Auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Herzlich willkommen bei Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Schön schauen Sie vorbei. Ja, hoch die Hände, es ist gleich Wochenende und Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland, das kommt jetzt. Ja, die Schweiz befindet sich auf der Vorderseite von Matthief mit Zentrum Oberfrankreich und mit der daraus resultierend Föhnig, Südwestströmung gelangt noch einmal mildere Luft zu uns ins Land. Sahara-Stäub inklusive. Ja, der Start in den Samstag glückt gebietsweise neblig, die Schwaden lösen sich aber allmählich auf und sonst ändert sich rein optisch wenig in der Wetterküche. Es gibt hohe und mittelhohe Wolken. Die Sonne die kommt einmal mehr und einmal weniger durch. Und durch den Sahara-Stäub in der Luft ist es dann generell ein bisschen diesig. Das Licht das kann einen Gelbstich haben. In Thun, Spiez und Interlaken starten wir mit 2 Grad, in Meiringen mit 3 Grad, in Grindelwald und in Adelboden mit 5 Grad und in Gstaad, da starten wir ebenso mit 3 Grad in einen Samstagvormittag. Auch der Nachmittag geht das Wetter in der Form weiter. Der Föhn in den Alpen wird immer stärker und der treibt den Temperaturwert ordentlich in die Höhe. Richtung Westen werden die Wolken immer dichter. Am Jura entlang kann es später wieder ein paar Tropfen geben. Auf den Bergen geht der Wind stark bis stürmisch in südwestliche Richtungen. Vielerorts haben wir derzeit eine erhebliche Lawinengefahr. In Grindelwald da erwarten wir 10 Grad, in Meiringen da erwarten wir 16 Grad. Ja, am Sonntag wird es mit dem Durchzug von einer Kaltfront zeitweise nass und dazu gibt es einen allmählichen Temperaturrückgang und auf der Rückseite von der Kaltfront sehen wir dann gegen den Abend vom Jura her wieder Auflockerungen. Vom Montag bis am Donnerstag geht es in der Wetterküche veränderlich und kühler weiter. Dazu müssen wir gelegentlich euch ein bisschen Niederschläge auf dem Radar haben. Ja, das war von meiner Seite aus der Wetterküche, Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin ganz eine gute Zeit. Ade miteinander.